Hi und herzlich willkommen bei Rakusu Puree. Hallo. Haut mat Super Mario Paper oder so. Wieso schwätzt du so? Ja, der Microsoft Flight Simulator. Ich weiß nicht, du hast mich so asiatisch gezeichnet. Hey, Billy, ist Ja. was? Ja, was ist das dann? Du bist ziemlich zweidimensional. Verstehe ich nicht. So, Feiern gefallen. Donau gefallen. Und von einem Drott gefallen. Du bist all gut Franchise braucht 3 Kehren. Und du musst sein auf Paper Mario oder wie? Ja, das schon, der klappt sogar ziemlich gut, ne? Ja, Vanillo. Ich meine, das kannst du knicken. Ich wollte sowieso lieber auf 3D All-Stars. Au. So, da präsentieren ich euch das neueste Migros-Spiel von Nintendo. Paper Mario The Origami King. Als Story fängt am Pilzpalast an, wo den Mario gewürgt, dass Peach sich an den Origami verwandelt wird. Was daran soll so schlimm sein, die Origami-Wesen sind größtenteils die Base an dieser Story. So auch als ein Hauptgegner an mit ein Kehr nicht der Bowser, mit den Olli. In den Wald ganz an Origami will hun und will beherrschen. Wo geht ihr noch do für dich als Besten hin, wie bei Peach als sein Königreich? Wir nicht all Origami-Wesen als Base, das beweist uns dem Olli seine Schwester Olivia. Nachdem wir hat gerettet haben, begleitet uns auf unseren Abenteuer und hilft uns mehr, wenn wir am Anfang gingen unholen. Weiter solo Tab-Mission auf unserer Reise. Natürlich als Hauptziel, Pilzkönigreich und Peach zu retten. Mehr als Basen wird als sogenannte 5 Luftschleifen an den Weg gelegt, die der Mario muss einen oder anderen zerstören, viermal überhaupt können bei dem Pilzpalast zu kommen. Nachdem sein Hauptgegner Pilzkönigreich an Besitz geholt wird, landen wir an dem ersten Teil von unserem Abenteuer. Wir fanden ganz schnell heraus, dass Olivia uns will helfen, seinen Bruder zu stoppen. Durch seine Kräfte kann der Mario durch Kraftfelder verschiedene Kräfte benutzen, wo wir auch am Laufe des Spiels weiter dabei kriegen. So haben wir ganz am Anfang die genannten Faltarme, was sich nicht mehr als wie eine Extension von Mario seinen Arm, die aber auch natürlich viel mehr kraftvoll sind und ihm bei vielen Werten helfen. Aber natürlich geht es nicht einfach wie ein Richtlinie durch ein Mario-Abenteuer. An einer Welt als probieren kann dann auch mal vieles Futti gehen. So sind nämlich auch die ganz Lasche entstanden, die wir dann anhand von Papierschnipsel auch im Soll reparieren. Wie auch nicht nur das wird von uns gefreut. Nachdem es als Hauptgegner die Luftschleifen durch die Welt verbreitet wird, sind natürlich auch ganz viele Toads verloren gegangen, die man natürlich auch sicher gehen. Die sind nämlich ziemlich tricky hier zu finden, weil wie der Mario auch als Probier sehen, auch verzaubert gesehen, verstoppen sie sich heinz ganz gut, mir auch heinz ziemlich obvious. Es war der Mengen an méi Neugestalt genau aus dem Kampfsystem. Was viele Leute wahrscheinlich Männer gefällt, ist, dass sie méi strategisch muss vorgehen. Wen das aber dafür nicht wirklich kompliziert. Der Mario befindet sich an der Mitte von einem kreisförmigen Kampffeld und die Gegner stehen rundherum. Was er muss machen? Du sollst nicht die Felder so bewegen, dass als Gegner zu 4 oder 2 an 2 Händen nicht stehen. Sobald ihn so richtig angereiht wird, hat ihn 1,5 Mal mehr Angriffskraft und es kann ihn so mit der richtigen Waffe direkt K.O. schlagen.
Dasselbe Kampfprinzip huet den dann noch bei engem Bosskampf. Einzigen Unterschied hei, ob den Felder sie Pfeiler an der Mario geht an der Richtung, wo die Pfeiler hinweisen. Es ist so viel wie durch Bewegung von den Felder soll den Pfeiler so an die Richtung machen, dass er entweder beim Boss rauskommt oder ob die jeweilige Attacke könnt, wo ihr will anwenden. Von Boss zu Boss ist der Kampf natürlich anders abgebaut und es hat die mehr oder minder Möglichkeiten zur Auswahl. Am Spiel hat den dann auch zwei verschiedene Typen von Bossen. Den nächsten Typ findet den an Tempeln und das sind hier auf Deutsch sogenannten Pergamenton. Das sind Origami-Gegner, die der Macher muss besiegen, für die sogenannten Farbfibeln zu kreieren. Bei diesen Farbfibeln handelt es sich um Zauberbücher. Nachdem man den Gegner besiegt haben und wir fanden das jeweilige Kraftfeld am Laufe von seinem Abenteuer, kann Olivia sich an das jeweilige Origami-Wesen verwandeln und somit auch seine Kraft benutzen. Bei diesen Gegner handelt es sich um 4 Elemente: Erz, Feuer, Wasser und Eis. Dementsprechend sehen die Gegner dann noch aus wie deren: ein Schildkröte, ein Drach, ein Phönix und ein Bier. Typ 2 findet dann auf der Platz, wo die Schleifen uns hinfeuern. Und den muss ich dann besiegen, für dann die jeweilige Schleife fortzukriegen und für mehr noch an ein Ziel zu kommen. Hier variieren Typen von den Bossen, weil mal holt den ein Kirsch Bleistifter, ein Locher oder eine Ansammlung von Gummibändern, die ihn angreifen. Den Typ von Boss ist ziemlich skurril, aber auch ganz passend für das Spiel. Am Menü kann ihr noch immer nur gucken, wie weit ihr am jeweiligen Teil von der Karte ist, beziehungsweise wie viel Prozent in den Teil schon hat oder ob ihr schon auf 100% ist. Für das zu kriegen, muss ich nämlich alte Löcher reparieren, Tod, Schatz und Fragezeichen Blick finden. Wenn ihr mehr weit am Spiel ist, kriegt ihr natürlich auch mehr Hilfe, mehr Items, für das alles zu finden, und dann sind eigentlich relativ schnell auf 100%. Was ihr natürlich auch machen kann an diesem Spiel ist, tut den Toad City. Und da kann ihr natürlich auch Waffen kaufen, weil ihr mehr weit am Spiel könnt, kommen neue Waffen dabei. Da ist ein Museum da, und an dem Museum kann ihr seine Todpunkte, die ihr gesammelt habt und eben seinen Tod gerettet habt, auch benutzen, für die Galerie zu erweitern, für einfach weiter Sachen freizuschalten, wo ich nicht immer kann gucken kann. Das klingt natürlich alles rum wie das typische Mario-Spiel. Ich kann auch nicht verleugnen, dass es das nicht ist. Aber wenn ich Fan ist von dieser Franchise, da kann ich das Spiel auch immer rumspielen. Also geht es mir. Und da ist es mir ganz egal, wie oft sich die typische Thematik wiederholt. Was ich, wie schon bei den anderen Paper Mario-Dealer, immens flott von tun, ist einfach die Liebe zum Detail. Aber ich meine, das erwähne ich praktisch bei allen meinen Reviews. Und wie das mal in einer Welt ausprobieren sehen, also wirklich alles ausprobieren an Karten. Feuer, Wasser, Blumen, die Insekten, die rundherum laufen, einfach all Mini-Punkte, wo ihr seid, alles ausprobieren. Was mir auch immens gut gefallen hat, sind einfach hier Schlachtfurtspieler. Im Großen und Ganzen werde ich das selber so, wie ich auch bald immer bei allen Reviews so. Wenn ihr wisst, es wird euch gefallen, dann soll ihr sich definitiv Paper Mario zulegen. Wenn ihr aber wirklich wisst, das ist definitiv nicht sein Genre, das finde ich nicht langweilig, pupig, kannerisch, whatever, dann muss ich natürlich nicht kaufen. Ich persönlich bin 100% zufrieden mit dem Spiel. Und ich fand, dass es Nintendo schon gelungen ist, ein gutes Spiel zu kreieren, wo immens viel Spaß macht, wo ich viele Stunden kann investieren kann. Und ja, mir gefällt die immens gut. Und ich rekommandiere nicht den Leuten, die wissen, es wird ihnen auch gefallen. Ja, also für den Microsoft Flight Simulator, ne,
Danilo? Alles okay? Ich schon vergiss, was du wollt. Ja, das ist von Microsoft Flight Simulator. Spiel einfach den Beitrag auf. Ich brauche ein bisschen Zeit für uns zu denken. Wie das Flight Simulator ein bisschen schwer zu bewerten geht wie ein Normalspiel. Und ich mal einfach gedacht, wahrscheinlich auch matt, wie ich einfach flayen. Die ich kann das wirklich flayen am Anfang. Mal gucken, was daraus geht so. Flight Training braucht keinen. So, wir fliegen gerade über Japan. Es ist gerade Lunch Mount Fuji geflogen. Wo ich wahrscheinlich schon einen Trick werde, vielleicht für Stadt zu weisen. Ich kann, wie gesagt, oder vielleicht nicht gesagt, ich kann kein Flieger fliegen. Ist dann nie in meinem Leben ein Flieger geflogen. Ich sollte wahrscheinlich auch kein Flieger fliegen, weil ich merke, dass ich so schon viel Blödsinn mache. Ich habe schon so ein Spiel gesehen, ultra gut ist. Und ich spiele mal auf den nächsten Nachstellungen, ich spiele es auf Medium. Ich habe fast gesagt, trotzdem auch so wirklich richtig gut ist. Und ich bin gespannt, ich kann euch gleich ein bisschen detailerweise am Flieger selber. Und zwar lo. So, wir sind am Flieger selber dran. Da sieht jetzt halt mal irgendein komisch Schlut, die gerade blinkt, was ich weiß, was sie möchte. Aber hier haben wir halt auch alles. Und das Coole ist, dass natürlich die Mischsachen, mit denen kann auch interagieren. Zum Beispiel hier, was auch mal heute da ist. Ich kann hier das machen, fuck. Oh nee, steht's nur auf. Okay, das ist gut. Steht's nicht auf. Hier ist cool, halt gesehen, halt auch live, Realtime, wenn ich bei Maps erstellen. Wie das am Cockpit auch funktioniert. Das ist absolut geil. Ich kann halt Knöpfe drücken. Keine Ahnung, was das mischt. Wahrscheinlich steht es mal gleich auf. Hi. Was auch immer das ist. Ice Protection mischt Sinn. Dreh der Rest loszugehen oder ran. Ja, so viel dazu. Was haben wir da noch? Hi. Wir haben hi. Irgendwelche andere Geräte. Hier kann man Batterien aus und immer und sowas. Die sind wir tot. Sie sieht halt, das ist praktisch alles dreckbar oder benutzbar. Was schon ziemlich krass ist, wo du überlegt. Keine Ahnung. Ich weiß, was der Hals ist. Wahrscheinlich, weil der Pilot, das ist doch wahrscheinlich das Geilste, was je kann in dem Leben gesehen. Wenn es euch passt, dann bist du so, ja, wie funktioniert das? So gesagt, ich habe es auch wie verbunden aus dem Flieger aus. Der sieht wirklich gut aus. Also, okay, ich schenke nicht so gut an mit. Ey, das ist mega geil. Das ist wirklich mega gut. Das ist ein kleiner Fanboy, wie schenkt. Oh, guck, der steht da. Okay, ich mache den Pilotschein, da fliegen ich über Japan. Geht kein wieder Launch. Was ich cool finde, kann so Gefühl von der Größe von diesem Planet irgendwie zu kriegen, weil kann halt von der Welt kein Realtime über die ganze Erde fliegen. Das ist mega krass.
Ich gebe es nicht machen, weil du ist meine Zeit einfach ein bisschen zu wichtig. Das ist schon cool. Also, wie oft kann man einen Flieger fliegen? Vielleicht verstand mir auch, wie ich meine. Falls du einfach nach raus den Flieger zu fliegen, ist all Hölle ungeht geht am Spiel. Du kannst das Spiel so realistisch machen, wie es nicht mehr geht. Und Silo schon überfordert. Also. Mir Spaß und sieht gut aus. Das ist Mensch, was die meisten interessiert. Aber ich meine, das ist auch cool, ein bisschen Leute zu weisen. Wie detailliert das Spiel war, aber schon vor allem technisch ist das ganz halt ultra cool. Das halt alles vom Server gestreamt geht mal. Also das Spiel lief lokal, geht lokal gerendert, das ist kein Game Streaming oder so. Aber da muss ich die Texturen und ich gesehen, die sind schon ziemlich detailliert. Aber weißt du, wenn ich also auf Ultra gibt stellen, dann sieht es wahrscheinlich genauso gut aus, wie wenn die wirklich innen aus. Du kannst ja alles auf dem Computer installieren. Du weißt, das ist alles auf der Cloud gespeichert. Und streamt das halt die ganze Zeit hoch, während den Flit und alles von drunten getrimmt gelöscht. Anscheinend faszinierend an Möglichkeiten, wo das vielleicht für die Zukunft mit an andere Spieler zu benutzen. Fand ich halt einfach ultra interessant. Hey, guck dir das an. Mega. Oder ultra schnell gehen. Da sehen wir es gleich bei Mount Fuji. Anscheinend, noch gerade das kann nicht jeder on the fly umstellen. Was probier ich? Guckt. Wolke. Ui. Wolke. Der sieht. Wolke. Guck der Stelle. Das ist Medium. Ich will wissen, wie geht das ob. Moment. Ich gehe das Risiko, dass das Spiel aufsteht. Ne? Ich gehe es auf High. Und hoffen, dass das funktioniert. Weil das ist Wahnsinn. Also. Wie der vielleicht gesehen, es ruckelt. Aber holy shit. Holy shit. Wahnsinn. Also das ist was siehst. Ey, das ist ja. Warte Bild, ey. Warte Bild.
So, Billy, schmengen, dat war dann nees für diese Mond oder für Haut oder keine Ahnung, wie wir dann paar Bayerzeit rechnen. Mal gucken. Ja. Wir hoffen, wird euch dick gefüllte Sendung mit viele flache Witzer gefallen und Da können wir es manchmal Lust dann machen. Das ist noch einmal high. Das ist fertig. geht heim.